Was man sich will zu machen, das ist ein Lachsburger. Schon die letzte Zeit ein bisschen Reklamen auf der Tele gesehen für so Fastfood-Chainen, wo Klienten an sich konnten Tipps rangehen, was den als Hamburger nach kann machen. Hamburger Blitzburg passt gleich nicht so, aber die Jut geschnittene Scheiben, dann Saubohnen als Sauce püriert, was also auch typisch für die Litzeburger Grand Prix Kichelchen, dann machen wir den noch nach dran. Und das Ganze das füllen wir hier ran, kann ich natürlich auch Brötchen holen. Die einzelnen Sachen, die wir brauchen, die haben wir schon präpariert. Ein bisschen für bei der Jut an Wasser, Murten, Sellerie, dann auch Pfeffer machen wir dabei, an Lorbeerblatt. Den Pfeffer, den zerdrücken wir ein bisschen, für dass er noch das Aroma aufgeht. Voilà. Salz machen wir auch kein dabei, weil der Jut ja auch von sich aus gesalzt ist, angepökelt. Und da brauche ich das nicht, sonst ist es vielleicht zu viel gesalzt. Hier am Dippen haben wir den Jut, den hatten wir mit kaltem Wasser abgestellt und ihn und Kachelbrust. Normalerweise muss ich ihn ein bisschen aufschäumen, ihr ihn dann gemäß an Kräuter dabei mischt. Aber bei dem Haien ist das nicht der Fall. Also können wir auch direkt gemäß an Kräuter dabei machen, für ihn dann 1,5 bis 2 Stunden kochen zu lassen. Normalerweise kann ich das Lorbeerblatt auch an dünn picken mit einem Nelcheskap. Aber Nelcheskap sind leider ausgegangen, sodass man einfach mal kein Nelcheskap dran machen. Dann haben wir einfach so dran. Schön, dass er bei der Kamera nicht riecht, weil es riecht schon die Jut am Wasser. Die kalt. Also setzen wir das aber ein bisschen rauf. Und dann lassen wir das 1,5 Stunden ein bisschen kochen. An der Zeit, wo das Fleisch kocht, können wir schon als Basis Sauce machen. Das heißt den roh, eine Mehlschwitze. Und da geht es ein hell und ein dunkel. Wir machen nur für uns ein hell. Und wir dunkeln sie noch. Wie ich das machen kann, das verwundere ich dann noch. Schon 50 Gramm Butter geholt, für einen guten Liter kann ich an sich 50 Gramm Butter gebrauchen. Sauce bei den Bohnen, bei der Jut, die soll nicht zu lebendig sein. Die Butter machen wir mal ein bisschen warm. Die Butter soweit schön umschmelzen. Das heißt, da können wir auch 50 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl dabei machen. Und dann seht ihr das Ganze ein bisschen verreiern, dass den Butter das Mehl absuckelt. Wir lassen das noch ein bisschen auf der Plaque gehen und dann holen wir es von der Plaque auf, dass es nicht zu dunkel wird, die Butter. Weil wenn die Butter verbrennt an dem Mehl, dann muss die Sauce lang gehen, für die verbrannten Gurken rauszukriegen und das will man nicht. Für als Sauce bei Saubohnen holen wir Fleischbouillon, wir holen Milch dabei und hier auch noch von der Brit vom Jut. Und das schütten wir mal einfach ein bisschen drauf, auf unsere Ruhe. Zusätzlich zu dem, was wir schon dran gemacht haben, holen wir noch ein bisschen den Jus vom Kachen, einfach für auch den Bohnen ein bisschen den Goût vom Fleisch zu geben. Etwas, was natürlich nicht dir fehlt beim Jut mit gerade Bohnen, das ist auch Bohnenkreitchen, also Kraut. Wenn ihr frisch am Garten beißen habt, umso besser. Da könnt ihr das Bohnenkreitchen auch dranlegen und das nur rausholen. Kann ich natürlich auch Bohnenkreitchen so dran machen, gedrückt. Es gibt einfach das Sauce ein bisschen mehr den Goût, no Bohnen, weil die noch an der Sauce dann noch gerne sicher geht. Hallo, einen kleinen Trick, und zwar schafft man da mal Patrell. Es kann in einen dunklen Roux machen oder einen hellen Roux. Beim dunklen Roux lässt den Butter und Mehl an der Panne wie lange gehen, dass das Licht verbrennt, für den dunklen Roux zu kriegen. Aber dann muss die Sauce auch relativ lang kochen, für die verbrannten Gurken rauszukriegen. Aber wenn ihr eine helle Mehlschwitze möchtet, dann kann ich ein paar Dripse Patrell dran machen. Patrell also natürlich Mittel für zu färben, was in Frankreich viel geholt wird bei den Pot-au-feu. Und das ist also Basis von Önnen, Schulen und Zucker, die einfach karamellisieren losgehen und dann mit Wasser abkochen losgehen. Und das tun wir einfach für zu färben. Da gucken wir mal ein bisschen, wie mit der Sauce los. Ja, das fängt schon nun nicht schlecht zu gehen. An der Lo kommen als Saubohnen an Sauce. Das heißt, sie kein frisch Saubohnen, aber sie waren gefroren. Die sehen aus wie frisch. Es kriegt den Saubohnen ja am Glas. Wenn ihr die am Glas holt, kann ich natürlich auch holen. Du hast Haut rundherum und du kannst sogar noch ein bisschen Jus aus dem Glas an Sauce machen. Hier die gefrorenen Saubohnen, da seid ihr schön die Haut rundherum also rauf. Und wir haben die 2 Hälften von den Saubohnen.
An die machen wir einfach als Soße, und dann lassen wir die auch noch ein bisschen gehen. Natürlich nicht vergessen, des Öfteren an der Soße auch zu rühren, nicht, dass die EU brennt, das wäre natürlich schuld. Den Aroma von den Bohnen können immer mehr durch. Also ein Jut, den ist fertig gekocht, an den haben wir rüber an der Kette geschnitten. Messer soll schneiden, weil das nicht mehr mit einem stumpen Messer, wo ihn sich kann schneiden. Mit einem scharfen Messer schneiden sich meistens nie, also dafür am besten noch mal ein Messer daheim schärfen lassen. Wie das mein Sauce brauche für unseren Luxemburger, pürieren wir dann noch als Saubohnen mit der Sauce. Los gehen wir Richtung Schluss von unserem Luxemburger. Wir holen als Brot, das wir organisiert haben, können zu kaufen an den Supermärkten. Das wird ein bisschen getoast. Und da gehen sie auf enger Seite abgeschnitten. Und dadurch schon mal so ein Tasch, wo wir hier noch können füllen. Wenn wir einen Luxemburger machen, natürlich gut mit Bohnen gehören dran, aber auch Grand Kichelja. Das war ein jeden Abend für die zu machen, aber für nicht das auch nachher ganz zu weisen, habe ich da direkt fertiger Kauf gefroren. An dem testen wir mal am Fritteuse. Frisch aus dem Toaster, dann einen halben Grand Kichelchen dran, ein Stück Jut. Einen Löffel Sauce, den machen wir noch drauf. Und dann ist an sich ein Luxemburger Brett für zu essen. Und da brauchen wir für das erste Mal gleich einen Testkandidat. Oh! Was ist das da? Ein Luxemburger. Ein Luxemburger. Mhm. Das riecht noch gut. Mit garen Bohnen, dann lassen wir das mal schmecken. Nicht schlecht. Grand Kichelchen dran, ein Stück Jut, garen Bohnen püriert, nicht schön. Lässt sich gut essen, aber bestimmt auch gut verkaufen. Ein Luxemburger. Sieht zwar witzig aus, so ein bisschen wie Panini, Brot gefüllt mit irgendetwas. Kann nicht genau so was dran ist. Mit schmeckt immens gut. Schmeckt das etwas für den McJamp demnächst an der Stadt.